Jo, 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 habe Diri. Willkommen zum Entwicklertagebuch Nummer 2. Es gibt ein mittelgroßes Update oder Neuigkeiten und zwar zur Kaserne. Ja, diesmal trällert man nicht lange aneinander. Das Ding soll nicht länger als 5 Minuten dauern. Jetzt mal stelle ich kurz vor, was ich gemacht habe und wie das später dann aussehen wird. Klickt man da mal sauber in unsere Kolonie rein. Yeah. Das ist vorerst einmal die Kaserne. Dann lädt das Ding blub, Riesendrum Interface. Was ist neu? Was heißt, was ist neu? Eigentlich ist alles neu, aber ist wurscht. Ja, unsere Kaserne ist aufteilt in, gut, jetzt Gebäude hat den Ausbaureiter, wo man das Gebäude an sich selber ausbauen kann, der dann verschwindet, wenn man die Maximalstufe erreicht hat. Das ist einmal so nebensächlich, bla bla bla. Es gibt hauptsächlich fürs erste Mal in der Kaserne den Reiter Ausbildung und Truppen. In der Ausbildung kann ich meine Truppen ausbilden, die muss ich auch erstmal bauen. Die kosten verschiedene Rohstoffe und so weiter und so fort und verbrauchen Munition. Ich habe jetzt momentan da herum einfach zum Test mir mal selber 1500 Space Marines und Panzer Marines, die heißen momentan noch voll beschissen. Ist eigentlich scheißegal, wie die jetzt momentan heißen und die Beutel sind auch noch nicht die originalen, aber egal. Sehe ich, was die kosten, verbrauchen Munition und so weiter. Mir wird auch sofort angezeigt, welche Rohstoffe das ich momentan nicht zur Verfügung habe. Die werden einfach rot kennzeichnet und das automatisch, je nachdem wie viel Stück das ich eingebe. Ich gebe zum Beispiel 2 ein, dann berechnet sich das, okay, 2 Stück kosten mich schon 40 Titan, 24 Fermium und 10 Radon und dauern nicht 3 Minuten, sondern 6 Minuten. Dann kann ich mal 5 eingeben, dann passt sich das wieder automatisch schon und. Ich sehe, was für Werte das die Truppe hat. ATK steht für Angriff oder Attacke. Verteidigung steht für Fair steht für Verteidigung, haha. Bewegung ist 10, das heißt, wie viel Viertel pro Stunde kann die Truppen laufen, das heißt einfach die Geschwindigkeit, anhand von der sie Truppenbewegungen berechnen und Kapazität bedeutet, wie viel Rohstoffe kann diese Einheit transportieren, das heißt im ersten Schritt mal Rohstoffe aus dem Gegnerlager klauen, wenn ich angreife und was er mit der Kapazität später noch alles machen kann, wir werden sehen. Truppen in der Ausbildung ist dann eins drunter. Man sagt, ich habe da 2 Space Marines noch in der Ausbildung, die nur 3 Tage und 16 Stunden dauern. Das ist natürlich ein völlig utopischer Zeitwert, den habe ich bloß da eingegeben aus Testzwecken. Normal steht da hier unten dann 3 Minuten und wenn die abgelaufen sind, dann ist das Ding fertig, baut und wird automatisch dann in meine stationierten Truppen aufgelistet, was sich in dem Reiter Truppen befindet. Das ist dieser obere Bereich mal. Auf der linken Seite sehe ich besitze momentan 1425 Space Marines und 427 Panzer Marines und die verbrauchen 2708 Munition. Ich habe aber bloß 20, ist später nicht mehr möglich, ist momentan nur zu Testzwecken, damit ich da nicht jetzt mal Dinger bauen muss und jetzt mal 5 Minuten warten muss. Das darf man nämlich gehörig auf den Sack gehen. Ja, so, und auf das hauptsächlichste und interessanteste ist jetzt einmal die stationierten Truppen. Die Ausbildung haben wir schon gehabt. Und die Kommandos. Was kann ich mit meinen Truppen so alles ansteigen? Im allerersten Schritt kann ich erstmal angreifen oder am Kumpel von mir oder meinen eigenen anderen Kolonien für später die als Unterstützung schicken. Dann laufen die da hin, bleiben da drin stehen und bewachen sozusagen diese Kolonie. Oder, was natürlich viel interessanter ist im ersten Moment, ist einmal der Angriff. Ich möchte auf alle Fälle einmal angreifen, irgendwen. Jetzt weiß ich, es gibt noch einen anderen Account da herin, auch zu Testzwecken. Das ist Lenadl heißt er. Und sobald ich da die Anfangsbuchstaben eingebe, durchsucht er alle Spielernamen, die irgendwie im Spiel vorkommen. Ich weiß halt jetzt, dass der Lenadl heißt, aber wenn du mir vorhast, irgendwann jemanden anzugreifen, dann weißt du auch, wer der heißt. Stellen wir uns mal vor, wir wollen jetzt Lenadl angreifen. Dann gebe ich da ein Lö, dann kommt da schon Lenadl. Oder ich gebe Nat ein, dann kommt auch Lenadl. Mir werden alle Namen vorgeschlagen, wo diese Buchstaben eben drin vorkommen. Den wähle ich aus, blub. Dann wird das automatisch der komplette Name da eintragen und rechts daneben erscheinen alle Kolonien, die dieser Spieler besitzt. Scheißegal auf welchem Planeten, scheißegal in welchem Sektor, scheißegal in welchem Sonnensystem, du sagst alle. So, soweit so gut, jetzt möchte ich angreifen und drücke mal auf Kommando erteilen. Ja, scheiße, kommt eine Fehlermeldung. Du musst mindestens eine Einheit für das Kommando einteilen. Ja, ich kann ja nicht Luft zu meinem Gegner schicken. Das ist eigentlich behindert. Dann machen wir jetzt einmal so. Sagen wir schicken mir 5 Space Marines. Dann ist alles eingegeben, passt. Das Einzige, was noch nicht funktioniert, du sagst noch nicht vorher, wie lange das diese Truppenbewegung dauern wird. Diese Berechnung, die ist zwar schon möglich, ich habe es bloß noch nicht so weit fertig, dass das da oben auch, nachdem ich da jetzt 5 und 5 eingegeben habe, oder
irgendwas halt da eingib, dass er sich berechnen kann, wie lange das dauert. Natürlich errechnet er sich dann die Dauer von meiner Kolonie zu der Kolonie, die du da ausgewählt hast, und die ist halt unterschiedlich weit oder können unterschiedlich weit weg sein, desto länger dauert es. Und verschiedene Einheiten, Truppen haben verschiedene Bewegungswerte. Das heißt, der Space Marine hat zum Beispiel, können wir mal gucken, Bewegung 10, und dann kann man da jetzt auf links und rechts schalten, was es noch für Truppen gibt. Der Panzermarine, ne, den sagt man noch nicht, weil man den erst mit der Kaserne auf Stufe 5 bauen kann. Die habe ich selber noch nicht. Der hat Bewegung 12. Ich weiß das, weil ich es spät gemacht habe. Haha. So, jetzt ist die Frage, an was für einen Bewegungswert orientiert man sich da? Früher haben wir es so gemacht, an der langsamsten. Weil die ganze Truppe oder die ganze Gruppe, die du da hinschickst, die ist ja maximal so schnell wie der langsamste. Was ich aber irgendwie blöd finde, beziehungsweise eigentlich blöd finde ich es eigentlich nicht, aber ich finde es ein bisschen besser, wenn sich da eine Durchschnittsbewegung errechnet. Das heißt, wir haben jetzt da einen Bewegungswert von 10 einteilt mit den 5 Space Marines, der Bewegung 10, und die Panzer Marines, da geben wir jetzt einmal 5 ein, wir haben einen Bewegungswert von 12. Der Durchschnitt davon zwischen 10 und 12 ist 11. Also nimmt er für die Bewegungsgeschwindigkeit der ganzen Gruppe die Bewegungsgeschwindigkeit 11 her. Wenn ich jetzt da keinen Panzer Marine mitschicke, dann ist die Bewegungsgeschwindigkeit 10. Es gibt keine andere, wo man sich einen Durchschnitt errechnen kann. Das heißt, die Bewegungsdauer ist 10. Aber jetzt mal wurscht. Wir schicken jetzt einfach einmal 5 Space Marines und Panzer Marines zur Nadel. Und dann drückt man auf Kommando erteilen. Bam. Und man sieht, unser Angriff ist da eingetragen worden, hier unten. Meine 5 Space Marines, 5 Panzer Marines, steht da nochmal dort. Der rote Punkt sagt, es ist ein Angriff, den du schickst, auf Le Nadels Kolonie. So wie die Kolonie heißt, die man später auch umbenennen kann. Meine heißt momentan Birks der Todeskolonie. Und die Ankunft ist in 35 Minuten. Das heißt, in 35 Minuten laufen diese Einheiten oder kämen diese Einheiten an diese Zielkolonie an, verursachen einen Kampf, der noch nicht existiert. Die ganze Berechnung, das ist eigentlich dann der nächste Schritt. Dann wird der Kampf berechnet, wie der genau funktioniert, das gibt es dann im nächsten Update. Und dann passiert entweder folgendes: Du wirst komplett zusammengehauen, wenn der Gegner da Truppen in seiner Kolonie stehen hat und sie kommen nie wieder zurück, ja, Pech gehabt. Oder die Gegnertruppen werden zusammengehauen und falls dir überleben ein paar, dann nehmen diese Rohstoffe, ja genau, diese überbliebenen Truppen krallen sie dann alles an Rohstoffe, was der Gegner so übrig hat, und nehmen die mit heim. Und heimzu brauchen die natürlich dann auch wieder 35 Minuten. Das heißt, der komplette Angriff ist in einer Stunde und 10 Minuten ungefähr abgeschlossen. Und dann war's das. Das heißt, komplett fertig ist es eben noch nicht, weil eben der Kampf noch nicht ausgeführt wird. Ich habe da 3 Truppenbewegungen herin zum Testen, unter anderem eine Unterstützung, die dann so grün markiert wird, damit man das ein bisschen schneller sieht, die schon fertig sind. Aber die werden halt noch nicht abgeschlossen und noch nicht berechnet, weil es eben diese Funktion noch nicht gibt im Hintergrund. Und die ist der nächste Schritt und die kommt im nächsten Entwicklervideo. Und ja, passt. Dann sage ich vielen Dank wieder fürs Zuschauen. Mich würde natürlich wieder interessieren, was da für Holz. Irgendwelche Ideen, alles, was da irgendwie, keine Ahnung, wer viel sagt, der hat da mit Sicherheit Ideen zum Saufudern. Ich habe auch selber schon Ideen zum Saufudern, die ich alle Stickerl für Stickerl vorstelle. Und ja, soweit so gut. Dann bis zum nächsten Mal. Tschaußen.